Heute machen wir ein feines Beere-Tiramisu. Und zwar mit ganz vielen frischen Sachen. Wir machen Beere-Tiramisu mit verschiedenen frischen Beeren. Zitrone nehmen wir Rahm und Quark, Zucker, ein bisschen Salz, Löffelbiskuit, Holunderblütensirup, Jawohl. Kakao am Schluss. Nehmen wir doch ein bisschen Kirsch. Und fürs Dessert? Dessertgewürz von Stedi. Genau. Super. Hey, ich freue mich riesig und bin gespannt. Auch. Bis nachher. Super, bis bald. Tschüss. Leg mal los, den Fall. Ciao, ciao. Lassen wir die ganz schöne hier für den Schluss, für die Deko. Nehme ich alle. Wir schneiden die Erdbeer kleiner. Hier reingemacht, die Heidelbeere jetzt auch, weil ich vorher ein bisschen vorgearbeitet habe. Habe ich so die Hälfte von einer Zitrone ausgepresst und hier rein. Also die andere Hälfte mache ich hier jetzt. Und jetzt drücke ich ein bisschen hier, dass diese Heidelbeer auch noch Saft abgeben. Bereite das jetzt, dann lasse ich ein bisschen im Kühlschrank und wir schauen es später zusammen. Jetzt von dem gespülten Zitrone nehme ich ein bisschen Schale ab. Ich meine nur die farbige Teil, also wirklich die äußerste Haut. Nur wirklich das Gelbe von den Zitronen. Ich nehme noch ein bisschen Zucker. Ich habe jetzt schon Dessertgewürz genommen, wo auch Zucker hat. Und das lasse ich jetzt ein bisschen ziehen. Ich habe hier so einen Quark mit mindestens 20% Fett. Das ist wichtig. Ich habe vorher die Schüssel auch in den Kühlschrank gelassen. Also schlage am Anfang nicht so schnell. Halb Liter Rahm, 500 Gramm Quark. Mache ich jetzt genau mit der Hälfte. Ich mache 250 Milliliter, also 2,5 Dezigramm. Und mache wieder mit 250 Gramm Quark. Mache ich ein bisschen schneller. Habe bis jetzt kein Zucker hier rein. Merkt, es wird jetzt schon schön fest. Und auch wenn der kalt ist, muss man aufpassen, dass man nicht so lang schlägt. Weil hier erhöht sich die Temperatur auch. Nicht, dass ich trotzdem nachher Butter habe. Mache natürlich nochmal ein bisschen Dessertgewürz. Nehme ich aber auch Zucker. In jeder Dessert gehört ein bisschen Salz. Nicht viel. Und jetzt kriege ich auch die Textur, die ich hier will. Dann kommt der Quark dazu. Und dann nicht zu fest schlagen. Ich will einfach nur alles zusammen mischen. Ein bisschen von diesem Beerensaft hier auffangen. Ich nehme wirklich einiges weg. Ich nehme ein bisschen Kirsch. Kann man auch nur mit Holunderblütensirup machen. Das ist wirklich spannend, mit dem Holunderblütensirup hier zu arbeiten. Also ich finde, es gibt genug Dessert, wo man schon mit Alkohol macht. Jetzt kommt die Löffelbiskuits. Ich nehme die man am häufigsten in der Schweiz findet. Nehme ich den Saft und verteile einfach drauf. Dann kann diese Biskuit hier die ganze Saft aufnehmen. Jetzt kommen die Beeren. Hallo. Die Beerenmischung. Also ein bisschen Creme. Jetzt muss man gut berechnen hier, dass noch genug bleibt. Jetzt noch mit einem Löffel einfach ganz schön mit Gefühl drauf verteilen. Nicht so fest drücken, die Beeren sollen unterbleiben. Jetzt mache ich ein bisschen, nochmal eine zweite Schicht Biskuit. So, jetzt. Noch ein bisschen von dem Saft. Einfach, dass überall gleich verteilt ist. Die Mischung wieder. Eieiei, das wird sicher überlaufen. Ne? Und jetzt kommt der Creme noch. Klopfen ein bisschen. Das hilft immer. Und jetzt. Skandalös sieht das aus. Ich mache ein bisschen Kakaopulver oben drauf und mache ein bisschen Beere auch noch geschnittene. So, jetzt ist das schöne Tiramisu einige Stunden im Kühlschrank gewesen. Wow, das ist ein Dessert, schau mal. Oh, und ein bisschen weniger. Der Hammer. So gut. Das wird nicht mehr besser. Stolz auf dich. Wirklich. Fantastisch. Danke. Danke. Danke fürs Zuschauen auch. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Bye bye. Ciao, ciao.